liebe Balkanblogger-Gemeinde und herzlich willkommen zu der Rubrik Balkanblogger liest. Ja, was passiert hier? Hier stellen wir euch die Bücher vor, die uns restlos begeistert haben. Und zur Premiere sozusagen hole ich gleich mal mein absolutes Lieblingsbuch im Jahr 2015 aus dem Bücherregal. Und zwar ist es das Werk der Autorin Daniela Pilic mit dem Titel Sommer vorm Balkan. Daniela Pilic ist die Tochter eines Kroaten und einer Serbin. Aber das spielt in ihrem Leben eigentlich gar keine Rolle, denn Daniela outet sich in diesem Werk als perfekt integrierte, in München lebende Jugoslawin. Und genau dieses Jugoslawien, das zieht sich wie ein Faden durch dieses einzigartige Buch. Warum ich es so einzigartig finde? Weil es ist hier nicht eine Geschichte, die erzählt wird, es sind mehrere Geschichten. Es sind unterschiedlichste Kapitel, die euch von der ersten bis zur letzten Seite begleiten. Und genau das macht dieses Werk so faszinierend. Das heißt, ihr steigt ein, ihr lernt ein bisschen was über ihre Familie kennen, über die ganz, ganz tolle, glamouröse Liebesgeschichte ihrer Eltern. Und im nächsten Kapitel entführt sie euch in den geschichtlichen Hintergrund des Balkan, des Jugoslawien. Und der ist wirklich bis ins Detail hin perfekt recherchiert worden. Es gibt noch Mythen, es gibt noch Geschichten, die selbst ich als Balkanesin gar nicht gekannt habe, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht haben. Und natürlich, wir befinden uns auf dem Balkan, also geht es auch um die sehr unterhaltsamen Bräuche, Sitten und ich sage jetzt mal die Sprache der Balkanesen. Irgendwann einmal in Bosnien hörte ich den Spruch, Achtung, Jebeš jelo koje kurac nije napravio. Zu Deutsch, fick das Essen, das kein Schwanz gezeugt hat. Besonders vulgär ist das nicht. Es fasst unsere Einstellung zum Fleisch ganz treffend zusammen. Tja, Daniela ist nach Deutschland gekommen und es fallen ihr viele Dinge auf, die so ganz anders sind wie in ihrer alten Heimat. Zum Beispiel, als ich einige Jahre später nach Deutschland zog, erschien mir dort sogar das feinste Fleisch wie eine Schuhsohle. Das war nicht nur meine subjektive Empfindung. Rinder in Jugoslawien wurden bei 100 Kilo, in Deutschland bei 400 Kilo geschlachtet. Außerdem pumpten wir unsere Tiere nie mit Zeug voll. Wozu denn auch? Wir wollten sie ja essen. Ich aß als Kind immer nur Bio, doch wir nannten es schlichtweg Essen. Also wir gehen ins Jahr 1934 zurück. Damals wurde ja der damalige König Alexander bei einem Staatsbesuch in Marseille erschossen. Als die englische Schriftstellerin Rebecca West von diesem Attentat in den Nachrichten hört, fasst sie den Entschluss, dieses Land zu bereisen, von dem sie nur Gewalt kennt. West ist beunruhigt von der Nachricht und als sie herausfindet, dass das Attentat gefilmt wurde, sieht sie sich immer wieder die Aufnahmen an. Sie stellt fest, dass König Alexander I., der Vereiniger, den West als einen guten König trotz widriger Umstände beschreibt, von seiner Ermordung gar nicht überrascht scheint. Beunruhigt ist sie, weil alle Attentate im Reich der Südslawen grässliche Folgen hatten. Wann immer dort ein Monarch gewaltsam ums Leben kam, folgten Krieg und Unruhen im Rest Europas. Und deswegen fasst sie ihm ein Resümee. West hat Folgendes ausgesagt: Nichts über den Balkan zu wissen bedeutet für West, nichts über mein eigenes Schicksal zu wissen. Ja, und dieses Land hat wirklich was zu bieten. Deswegen auch 100 Jahre später kann ich euch nur empfehlen, bereist dieses Land. Denn schon viele Hollywood-Stars haben den Weg zu uns gefunden und sind wiedergekommen. Wie zum Beispiel dieser. So, im Sommer 1967 reiste ein junger Amerikaner per Anhalter nach Jugoslawien. In der Stadt Niš traf er auf einen Bauern namens Radovan Đurić aus dem nahen Dorf Čokot. Jemand hatte Radovan erzählt, ein junger Tourist suche einen Platz zum Schlafen. Der Bauer nahm ihn bei sich auf, es wurde natürlich ohne Ende aufgetischt und am nächsten Morgen gab er dem jungen Amerikaner Fladen und Käse mit auf den Weg, Gott bewahre, dass er hungrig weiterreisen würde. Einige Jahre später ging Radovan ins Kino. Überlebensgroß sah er den jungen Amerikaner und sein charismatisches Grinsen auf der Leinwand. Sein Name? Robert
De Niro. Der Balkan zeichnet sich nicht nur aus aufgrund der wirklich bekannten Gastfreundschaft, sondern aufgrund auch der sehr eigenen Sprache. Das heißt, wer unser Land schon bereist hat, der weiß es. Das Erste, was ihr eigentlich lernen solltet, um euch dort perfekt verständigen zu können, sind Schimpfwörter. Es ist der Tag, als die kleine Daniela zufällig erfährt, dass sie ihre geliebte Heimatstadt Split verlassen muss und mit ihren Eltern nach Deutschland zieht. Sie lauscht ihrer Mutter beim Telefonat und das hört sich so an. Slušaj, Sally Mosse. Hör zu, wir ziehen weg. Ja, ganz sicher. Schon bald. Nach Deutschland. Oh Gott, dachte ich. Also im Original dachte ich, Jebim Tiboga. Das bedeutet, fick dein Gott. Hat aber dieselbe Nuance des erstaunten, eher unschuldigen, oh Gott, im Deutschen. Dalmatinische Flüche waren sehr katholisch und christusbezogen. Man konnte das Blut Jesu ficken oder die Mutter Gottes. Wahlweise konnte auch Gott die Mutter des Beschimpften ficken. Was das alles genau zu bedeuten hatte, wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass man sich unter Erwachsenen auf 3 Stufen begegnen konnte. Wie? Wenn man sich siezte, ti, wenn man sich duzte und jeboti mater, fick deine Mutter, wenn man sich nahe stand bzw. mochte. Deshalb verfolge ich die momentan in Deutschland stattfindende Sprachentwicklung, die manche als Verrohung der Sitten bezeichnen, mit Erleichterung. Je häufiger jene ohne Migrationshintergrund verfickte Scheiße, ich habe den verfickten Schlüssel verloren oder für die Anglophilen, das ist ganz schön abgefuckt, sagen, umso seltener werde ich des Tourette-Syndroms bezichtigt. Einmal kam mir während der Schulzeit eine türkische Mitschülerin zur Hilfe und sagte, sie hat kein Tourette, sie ist halt Jugoman. Ich vermute, dass man sowohl Quentin Tarantino für die erhöhte Frequenz des fucking Fucks im Deutschen danken kann, als auch denen, von denen man Ayvar und Cevapcici schätzen gelernt hat. Und gerade der Balkanese im Ausland, der muss sich ja immer wieder der einen Frage aussetzen, und zwar der Frage, woher kommst du? Die am häufigsten geführte Konversation meines Lebens, woher kommst du? Aus Jugoslawien, sagte ich dann. Du meinst wohl aus dem ehemaligen Jugoslawien? Nun, nein, das meine ich nicht. Länder als ehemalig zu bezeichnen, ist dämlich. Wenn man heute die ehemalige DDR hört, darf man sich als linguistisch feinfühliger oder auch logisch denkender Mensch fragen, was das soll. Muss man es hinzufügen, weil der Gesprächspartner nicht mitbekommen haben könnte, dass die DDR nicht mehr existiert? Außerdem wäre in dieser Parallele die Antwort, ich komme aus der DDR, richtig, denn die Frage war nicht, wo lebst du, sondern woher kommst du? Es gibt keine heutige oder gegenwärtige DDR, weshalb die Distinktion ehemalig nicht nur unelegant, sondern schlicht falsch und unlogisch ist. Man spricht auch nicht von der ehemaligen Weimarer Republik oder vom ehemaligen Dritten Reich. Also, der Schlauberger, der von mir wissen will, woher ich komme, belehrt mich. Du meinst wohl aus dem ehemaligen Jugoslawien. Andere Variante, Jugoslawien gibt es nicht mehr. Ach, hört, hört. Gut, dass mir das jemand mitteilt. Ich hätte es sonst nie erfahren. Also, woher kommst du, beantworte ich deshalb stur immer mit, ich komme aus Jugoslawien. Auch wenn ich weiß, was folgt, denn es stimmt und ist sprachlich korrekt. Das war das Land, in dem ich geboren wurde und aufwuchs. Und was daraus wurde, war ja nicht das, woher ich kam. Und im damaligen Jugoslawien gab es die kleinen Pioniere. Nicht nur Daniela war eine Pionierin, auch ich war eine. Und wir mussten alle einen Schwur ablegen. Und den möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, da ich finde, dass er sehr gut passt in die aktuelle Geschichte, das aktuelle Weltgeschehen. Und das war das, was wir damals als kleine Kinder wirklich geschworen haben. An dem heutigen Tag, an dem ich zum Pionier werde, gebe ich mein heiliges Pionier-Ehrenwort, dass ich fleißig lernen und arbeiten werde, dass ich meine Eltern und ältere Menschen achten werde und ein treuer und ehrlicher Freund sein werde, dass ich unsere Heimat lieben werde, die selbstbestimmte, sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, dass ich die Brüderlichkeit und Einheit bewahren werde, all
ihrer Nationen und Nationalitäten. Und dass ich alle Menschen der Welt schätzen werde, die Freiheit und Frieden wollen. Ja, das haben wir damals als Kinder alle geschworen. Und wie sie hier weiter schreibt, man muss nichts mehr hinzufügen, um das heute lustig zu finden. Vor allem die dritt- und viertletzte Zeile. Dennoch lebe ich nach diesem Motto auch heute noch. Tja, ein wirklich tolles Motto, nach dem diese Autorin lebt, oder? Was meint ihr? Tja, Pioniere. Wir waren damals alle stolze Pioniere und sollten uns das vielleicht nochmal ins Gedächtnis aufrufen, was wir damals geschworen haben. Ne? Ja, Daniela Pilic, danke für dieses tolle Buch und ich hoffe, dass es seinen Weg findet. Nicht nur in meine persönliche Bestsellerliste, sondern in die offizielle Bestsellerliste. Deswegen kauft euch dieses Buch. Es wird euch begeistern von der ersten bis zur letzten Seite, denn es ist ein hervorragender Ratgeber. Es ist ein perfekter Reiseführer, ein tolles Geschichtsbuch und ja, an Unterhaltung wird hier auch überhaupt nicht gespart. Deswegen für heute Sommer vom Balkan, ganz klar unser Favorit. Das gehört jetzt in unser Bücherregal, ganz oben. Und ich hoffe, in euer Bücherregal findet es auch noch ein Plätzchen. Ja, ich widme mich jetzt dem nächsten Buch und bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen und Do Virginia. Ciao, ciao.